Die Damen und Herren, Leif Juncker, herzlich willkommen hier eng weiter Keier op der Place de la Liberté, hier rund dem Gemengenhaus, für eng flotte Aktion, die von unserem Jugendhaus lanciert Ginas. Wir sind heute den 17. Mai. Das ist eigentlich ein Tag wie in anderen, dann aber nicht, weil du für Hummer ist haut zu Summe fand, dass den International Day gegen Homo, Bi, Inter und Transfeindlichkeit, den Ida Hobbit Day so zu sagen. An den Ursprung den geht zurück auf die Jahre 1990, eine lange Zeit eigentlich, und aber eine kurze Zeit, knapp 33 Jahre. Das ist den Tag, wo die Weltgesundheitsorganisation dezidiert hat, Homosexualität als Krankheit von ihren Listen zu streichen. Muss ich nicht mal wirklich einfach frohen, dass sie knapp 33 Jahre hier, wo gemeint ist, dass Homosexualität nach irgendwie eine Krankheit ist. Schon an den Jahren 75 bis 80 zu Wien studiert. Also das ist da 1990 gewesen. Und da hatte ich ein iranischer Kollege, den Afshin Kayan, der noch von der Religion hier Bahai war. An den hört man an engem overs Gespräch zu verstehen, dass ein Homosexuelle wir an das froh, dass in Österreich gelebt hat, weil dat do aber irgendwo akzeptiert war an dem Land, wo hier kommen am Iran, war dat absolut immer gonne toleriert, dann durch du auch nach Todesstrafe op dem, was den Mann als Sexualität eben dann noch erlebt hat. Dann schon nach rege Kontakt mit dem Kollege, weil den nas zu Wien blieben, die schafft du an einem Laboratoire. An den ass Frau, dat se de Sudeech wie die Haie ginn, wo sech net runn erinnert gëtt méi, wo du fir sech gewisse gëtt, dat et dëm geht gleichheden et den Mënschen ze schafen, dats dat den und auf ass wat Di brauch. Heen am Dir och wëst ass awer nach ganz viele Länder nach Haut Leiit strofrechtlich eigentlich verfollecht gi, was se sich dazu bekennen, eng einer Sexualitéit kënnen zu hunn, wéi déi déi usuell versterne gëtt oder gemenke, dats dat die eenzech wie. Da ginnet nach 11 Länder, wo se gut Todesstrafe oder méi Länder, wo se gut Todesstrafe ass oni ze vergiessen, dats op vielen Plätzen och nach Haut or an neisen Reihen vun der Gesellschaft, vun enger opner Gesellschaft, dats lesbisch, schwuler, bisexueller oder sos Mënsche mat enger anderer geschlechtlicher Orientierung mat Gewalt gemobbt gin, agresséiert gin an noch drangsaléiert gin sech polemisch ausoen a Frechheeten mussssen gefale losen. Dofir ass et wichtech an dofir as och nëmmen dem Jugendhaus ze feliciitéieren, dat se schaut ze Summe fand gin ass fir sech anzusetzen fir d'Dignitéit vum Mënsch, fir eigentlich für Mënscherechter, an das auch wichtig, dass dat so bleibt, weil mir sinn alle Goeren verschieden. Stell dir vor, die ging alle Gose ausgesehen wie euch, kleine bisschen zu dick und so weiter, das wäre doch fair, dann hat alle gemerkt, das ist flott, dass wir unterschiedlich Menschen sind, und zwar in allen Hinsichten, am Aussehen, an unserer sexuellen Orientierung, das mischt eigentlich auch als ganz Gesellschaft aus, und dafür eine Gesellschaft, die von Toleranz und von Respekt lebt, das ist eine Toleranz, das ist eine Gesellschaft, an der wir auch gerne werden leben. Denn Ida Hobbit Day, also aber nicht einfach ein Protesttag, viele Plätzen, also der Protesttag, das auch der Weg, für zu weisen, an den Zeichen zu setzen, dass der Madenin wichtig ist. Ein Zeichen von der Solidarität, von der Freiheit, an letzten Endes dann noch vom Frieden. Weil da, wo Frieden ist, da sind noch meistenteils die demokratischen Prinzipien auf ihren allem Menschenrechte garantiert. Ein großes Merci mit Felicitation nach ein Kehr und Jugendhaus, die haut diesen Tag als Engagement an Ersatz gesäit fir eng besser Welt, eng Weiterkeier awer och dozo oprief ze hanner froen, okay, wéi liewe man an sech do fir stärk mëcht, dats der Teil eben Bekenntnis ass fir Liberalitéit, fir Gleichbehandlung, fir Respekt, fir Unerkennung vis-à-vis von dem anderen, fir verstehst du mech, fir Openheet, last but not least einfach, fir das schiedfree Mënsch ka sinn, das schiedfreen de Mënsch ka sinn, den spielt, den wëlt sinn an dofir ass den Ida Hobbit Day ganz wichtigchen. Eng Welt vu Frieden huet als Basis huet den Dalai Lama gesot Toleranz. Weil ohne Toleranz können wir kein Matgefühl für andere entwickeln. Eng Gesellschaft für Frieden hat als Basis
auch vom Dalai Lama d'Openheet. D'Openheet ass etwas Wichtiges, fir das kënne Bricke gebaut gin. Eng Welt vu Frieden huet als Basis Mënscherechter. Den Dalai Lama seet, de Frieden ass nëmmen dann dauerhaft an durabel, war jider Einzelnen vun de Mënscherechter kann profitéieren, war jider Einzelne spielt, dat Mënscherechter an allen Hinsichten garantiiert sinn. Dat alles a viel méi ass den Dach vun Haut, dat alles a viel méi rift als Jugendhaus an Erinnerung an dat zurecht, dat alles a viel méi brauche mir immer nees am klenge Bereich an noch am grosse Bereich, an de klenger Communitéit an noch an der grosser Communitéit, an der Familie, am Madenenen a Fën, he zu Schëffling, am Land, an Europa, an euch dat Welt. An dofir wëlech ophalen mat eng Spruch, den dem engen oder anderen bekannt ass, hal nie op unzufänken, dech fir eng besser Welt stärk zu machen, a fängt nie un opzehalen am Ersatz fir méi Gerechtigkeit, fir méi Toleranz. An dem Sinn, merci fir Nolauusen an der Jugendhaus als Felicitationen. Vielmals merci, Herr Bürgermeister. Ich meine, der Mikro bisschen mehr höch für mich. Ich muss mal gehen. So. Ja, wir sind froh als Jugendhaus, dass wir die Gelegenheit rumkruten, das für den Event halt zu organisieren. Ich meine, wie man letztes Jahr die erste mit der Idee kommen sehen, wird gemeint schon direkt dafür, sie das direkt unterstützt. Und letztes Jahr noch die Flotschilder überall an der Gemeinde angeweiht gegen die LGBTIQ+ Freedom Zone. Wir kruten noch für ein Jugendhaus. Und noch das Jugendhaus selber kriegt ein Sticker, du weißt. Das ist was wichtig ist. Das Jugendhaus soll ein Platz sein für jeden, ein Platz von Toleranz. Gerade am Jugendalter wird schon so schwer, für jeden auf der Sicht nur sich selber, als wie sinnig, was will ich am Leben. Wenn sie da nicht einen Platz, wo sie können hingehen, wo sie sich sicher fühlen, dann ist es noch mehr schwer für sie. Wir wollen auch dann große Merci zum das Jahr Unterstützung bei diesem Projekt. Wir haben den Planning familial, den heißt, die sich auch ganz viel kann informieren. Und auch Young Caritas, die heißt, wie mit ihrem Projekt A Place for Tolerance. Das ist ein Projekt, bei dem sie auf ganz viele verschiedene Plätze schon waren, bei Mesoreleen, bei Altersthema. Ich weiß gar nicht genau, wo das schon überall war. Wir müssen da mit ihnen, mit Leuten zusammen so Flotbanken ausstreichen. Und noch heute kriegen wir dann so Schöffling als wunderschöne runde Bank hier in der Bahn, gell, super schön farbig. Vielleicht darunter zu erinnern in die Toleranz, dass Schöffling wirklich ein Platz für Toleranz ist. Und wir am Jugendhaus werden noch weiterhin dafür kämpfen. Wir werden es immer ersetzen dafür. Weil wir leben hier in einer heteronormativer Gesellschaft. Hetero sind als normal. Ich muss mich nicht outen, dass ich hetero bin. Aber für was müssen da Leute, die nicht sind, sich outen? Für was müssen die für alles kämpfen? Für was können sie nicht einfach akzeptiert, so wie sie sind, ohne dass sie das brauchen? Und vielleicht braucht man den Dach Angst das nicht. Vielleicht ist Angst das so normal, dass den das nicht muss. Aber bis es so ist, muss mir dafür kämpfen. Und wir müssen es ersetzen. An all guten die da vielleicht selber, so wie ich, heteronormativ sind, cis, cis, Mann, die können, aber du weißt es bei sind, wir halten zu dir. Mir ist egal, wen du bist. Mir ist die Geschlechteridentität egal. Mir ist die Sexualität egal. Bei dem es wichtig ist, der Mensch, den du bist. Das ist das erzählt. Und wenn wir alle gut in diese Message ein bisschen mehr in die Welt holen, wenn wir alle gut probieren, die Message zu verbreiten, als Kollegen zu informieren, die vielleicht Probleme damit haben, weil sie es nicht kennen, weil es ernst ist, da kriegen wir vielleicht eine bessere Gesellschaft. Und gerade die Jugend, die heißt, die ist die Zukunft, die ist die Gesellschaft ändern können, die ist die können machen, dass die Gesellschaft besser wird. Junge, ihr wisst, ihr wart schon bei Sachen dabei, die probiert ihr anzusetzen. Setzt sich auch dafür an. Unterstützt der Kollegen, setzt sich dafür an, weil er sieht, dass ihn diskriminiert geht, egal für was das. Weil das nicht schön. Kein Mensch sieht sich seine Sexualität aus. Kein Mensch erwäscht ihn von einem Mäues, sieht sich, ich mache mit Leben um mich schwer, weil ich schon lebe, die Person vom gleichen Geschlecht ja, oder boah, ich habe keine Lust mehr als Frau zu leben, ich will leben ein Mann, das sieht schon kein sich aus. Du machst damit sich leben ja sicher nicht mehr einfach. Und das muss man akzeptieren, dass das kein Schuh ist. Mit mir haben die Schuhe das zu akzeptieren. Wir haben die Schuhe, die Leute zu unterstützen und ihnen zu weisen, wir haben zu nehmen. Ich will auch gar nicht weiter viel schwätzen. Ich meine, der Bürgermeister hat euch schon ganz gut informiert über die Schulen. Und ich gebe lieber fortgehen und die Leute, die das schon erfahren, und die wissen, wie das, wenn sie ernst sind, wenn es schwer ist am Leben. Und ich werde euch heute René vorstellen. René is from Centre Sigal, the LGBTIQ+ community, and he's gonna make a little speech about his story, about it is for him in English, but
Please welcome René. Thank you, Sarah. As Sarah said, I'm Rene, a queer activist, transgender man, and I'm going by he, his, him pronouns. I came to Luxembourg 7 years ago as a political refugee and asked asylum here. I got it, and now I am working in Center LGBTIQ plus Sigal. Today is the International Day against homophobia, biphobia, transphobia, intersex phobia, queer phobia. But what does it mean to experience discrimination, violence, harassment, being a queer person? I was born in Russia. I came from Russia. And when I was living in Russia, just whole my life was full of insulting and harassment. I was beaten on the streets by strangers um, because with no reason. Because I had two short hairs and I had tattoos. I had rainbow bracelet. I had pink shorts or whatever. Just people saw me as a queer, as a gay, as a faggot, as a bidet, and people saw me as a freak and not a woman, not a man, because I always was gender non-conforming, and I didn't follow the cis heteronormative standards. And people were just aggressive with me because I was who I am. And from my early age, I felt different, and I told my parents that I'm a boy, and that's it, and there is not a subject to discuss. But it was a Soviet Union era, and my parents were conservative, and they didn't accept me. They rejected me, kicked out from the home. I moved a lot. I was looking for a queer family instead of my real family. So I never hide my queerness. I was always like who I am. I was working in bars and clubs for gay and lesbians, and every day, every night, I saw anti-gay, anti-LGBT, and anti-queer violence. And in society, it was normal. Uh, being gay means you're the second-class person, and but for me, wasn't normal. It was unfair, sad, and hard. And I decided to fight back homophobia. That's how I became an LGBT activist. I went to Moscow, and for over 10 years, um, I was a queer activist. We organized protests and public action and events just to fight for fundamental, basic human rights for queer people, like such a freedom of expression, just to express yourself, freedom of peaceful assembly, it's a gay right, and same-sex marriage. Uh, most all of our public actions were banned by the authorities because of policies, because of state-sponsored homophobia, uh, supported discrimination against queer people. During 10 years of my activism, I was arrested dozen of time because of public actions. I was beaten on the street, and we were just a group of queer people, young people, students, against like hundreds and dozens haters, Orthodox fanatics, religion fanatics, football fans, and Nazi and fascists, just haters who wanted to destroy us. And my life became more and more in danger, and I realized that I couldn't stay in Russia anymore.
I was persecuted by the authorities. My name was in extremist database. That means that the police was searching for me to arrest. And I realized that I couldn't stay, and a friend of mine helped me to get a Luxembourgish visa. I came here. I didn't choose to come here. I knew nothing about Luxembourg, so I just escaped it. I came here and asked for international protection. Um, it was not easy to be just only one queer person in a room. I mean, in a refugee camp. Actually, I was living here in Cheflange when I was waiting for my paper as asylum seeker. And from my experience, homophobia and transphobia exist in Luxembourg, but in a different way. In Russia, when people don't like you, when people are against you, they show you directly by being aggressive. But here in Luxembourg, everything is quite hidden, and no one would tell you straight to your face that they don't like you and what they think about you. But people here have a way to make you feel like you are not welcomed and not accepted, and things like that. So also being openly as a transgender person brings here in Luxembourg you an experience of discrimination. Um, you automatically, but it's from my point of view, automatically become like part of marginalized groups because trans are so weird still here. Uh, I was looking for a job like more than 2 years with them, and but hopefully I found my friends. I found cool people who helped me around, people who were kind with me, and now I'm working in Seagull, so I'm happy here, and I see this progress in Chief Lunch, and I'm very I like it a lot, and there are still a lot of things to do for LGBT organization and for activists here in Luxembourg, and we have events, Luxembourg Pride in Ash in July. We have a football game for queers and friends in the city in June. So feel free to join, to come, to meet new people, to support Greek people, and just to have fun. And that's it. Thank you. So thanks a lot, René. That was really interesting. Einfach ganz kurz, René, da ist ein bisschen erzählt, wie sein Leben für nach Russland war. Also dadurch, dass hier als Transgender lebt, lebt und auch schon immer ein bisschen anders ausgesehen hat, tätowiert war, so ein bisschen non-binär ausgesehen hat hier nicht ganz schwer. Hier ist auf der Straße attackiert gehen. Es war nur so schlimm, dass hier bei ihnen an Database stehen und hier mussten da wirklich flüchten. Flüchten, wenn sie etwas für den nicht kann. An der Heiz in Lützeburg wird gesagt, es ist ernst. In Russland ist es viel mehr aggressiv. Die Leute sind da open und aggressiv und selbst gehen schon. Hier wird nicht ernst erlebt. Hier ist es viel mehr verstoppt. Ich habe auch gemerkt, dass es trotzdem nicht einfach ist. Nicht 2 Jahre lang gebraucht, bis die Wahrheit Arbeit gefunden wird. Hier schwatzen die Leute ein bisschen mehr Hand auf dem Reg, Hand am Reg, geht aber klar. Mir sieht aber selber, dass hier war am Anfang halt zu Schöffling, das aber schon ein Unterschied gesagt, dass Sachen sich ändern. Als Echen wéi dech gern, dat Dir ech firstel. Wie si Dir? Es sind Pierre Schmidt, schaffe bei Young Caritas, war der Jugendservice aus ja, heute zu Lützburg, wo Benevolat für Jugendliche junger Wurst anbietet. Fir was si Dir hai als Jong Caritas? Mein Projekt den heißt The Place for Tolerance und der passt haut ganz gut. Und zwar sprayen mir Bänken zu Themen von der Toleranz und dann geht haut auf diesem Tag ja, zu der Thematik mit unseren Jungen und alle Guten, denen kann Jugendliche, wo wollen sprayen.
Wie fühlst du dich heute an dieser Gesellschaft par rapport zu dem Thema? Thematik ist ja ein großes Thema auch bei Young Caritas. Wir schwätzen oft drüber und versuchen noch immer Projekte zu machen für die Integration und Inklusion von den Leuten zu ermöglichen. Was nicht ganz einfach ist, weil aber die Leute noch immer ein bisschen ja, konservativ denkend sind und noch immer nicht ganz offen zu dem Thema. Wie gehst du mit dieser Situation an deinem Umfeld um? Also ich persönlich bin ein ganz offener Mensch. Und auch was die Werte von Young Caritas angeht, wir akzeptieren jeden, da gibt es keine Grenzen. Und voilà, von daher, dass wir an der Gesellschaft für das Problem leid, wie bei uns bei Young Caritas. Was sind prinzipiell Schwierigkeiten, die du heute an dieser Gesellschaft siehst? Zu dem Thema ganz klar Diskriminierung. Dass Leute ausgeschlossen sind, das soll 2023 eigentlich nicht mit Thema sein. Ich fand, wir sollten eine offene Gesellschaft sein, die jeder akzeptiert. Und ja, jeder Mensch so hält, wie er ist. Ich meine, wir wollen ja auch alle Guten akzeptiert, so wie wir sind. Und da soll man das auch umgedreht auch so machen. Moin Uniech, wie seht ihr? Moin, mein Name ist Janine Smith, ich bin Koordinatrice vom Schöfflinger Jugendhaus. Wie war dir heute beim Ida Hobbit mit? Mit dem Event heute ist schon für die zweite Kehr. Letztes Jahr haben Mitarbeiter vom Jugendhaus hat eine Information gemacht an dem Kontext. Und da haben wir das für so eine gute Idee gefunden, dass wir dann auch den Tag wollten unterstützen, weil Jugendhaus ist auch ein Platz für jeden. Wir so Love is Love und du weißt, also es wichtig, dass wir diesen Event unterstützen. Wie fühlt ihr euch an dieser Gesellschaft par rapport zu dem Thema? Also ich fühle mich ganz gut an der Gesellschaft. Ich habe aber auch kein Berührungspunkte so ein Schlummel, was Homophobie oder so angeht. Also ich selber spüre das nicht. Aber ich merke aber, dass nach vielen sind noch 4 Urteile dran, die immer so einem Event wie Haut kennt, ein bisschen mehr abklären und Leute für ein bisschen mehr Toleranz und Offenheit kennt gewinnen. Ich meine aber im Großen und Ganzen hat es schon ganz viel gemacht an dem Bereich und wir machen als Beispiel, dass es noch ein bisschen weitergeht. Wie geht ihr mit dieser Situation an einem Irrwand um? Also wenn ich merke, dass du Ängste sind oder dass zum Beispiel Junker verschiedene Wörter als Schimpfwort nutzen oder auch wenn sie am Gag mengen, probiere ich aber immer den Thema umzuschwatzen und sie zu sensibilisieren, weil Spruch hat wirklich einen immensen Einfluss auf Toleranz und auch auf Diskrimination und den Respekt kann ich über den Spruch ganz gut beibringen. Was sind prinzipiell Schwierigkeiten, die dir heute an dieser Gesellschaft seht? Ja, Schwierigkeiten an der Gesellschaft sind noch immer, dass nicht überall angekommen ist. Und es muss noch mehr das Thema abgreifen, noch mehr sensibilisieren und das ist überall. Von innen bis ganz nach oben an der Gesellschaft. Moin, wie seht ihr? Mein Name ist Kima Stevens und ich bin Teil von der Equipe d'Éducation sexuelle et affective vom Planning familial. Was seht ihr heute als Planning familial? Also wir sind hier, weil die Jugendhaus uns gefragt wird und da tut uns natürlich ganz viel gefreut, weil das Thema heute von der Diversität und von der LGBT-Community natürlich auch Teil von unserer Arbeit ist, wirklich, dass wir eine Aufklärungsarbeit ist und ich meine, das ist auch wichtig, an so Events halt Präsenz zu weisen. Wie fühlst du dich heute an dieser Gesellschaft? Also ich oder mir als Planning familial an unserer alltäglicher Arbeit, was wir können gesehen par rapport dazu, also einfach, dass schon viel Präsenz da ist, viel Visibilität und auch ganz viel Interesse, aber gleichzeitig auch viel Unwissen nach, was natürlich auch zu viele Fragen kann führen bei den Leuten. Wie gehst du mit dieser Situation um? Also wie gesagt, das Arbeit als eine Aufklärungs- und Informationsarbeit und genau das machen wir auch, wenn wir zum Beispiel ein bisschen mehr Starkmeinungen oder Negativmeinungen treffen, also einfach informieren, darüber zu schwatzen, aufzuklären und natürlich immer ohne zu judieren und neutralen zu bleiben. Was sind die prinzipiellen Schwierigkeiten, die du an dieser Gesellschaft siehst? Ich denke, du bleibst noch immer Unwissen und das nicht verstehen. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 23 ans et j'habite à Chifflange. Comment te sens-tu dans notre société? C'est un peu compliqué d'être une femme et LGBT en plus, donc voilà, mais ça va.
Quels sont les principaux problèmes que tu rencontres dans notre société et comment on pourrait le changer? Comment le changer, je sais pas. Je suis pas Dieu, mais j'imagine que si tout le monde met du sien, pardon, ça irait mieux.